Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schindellegi im Kanton Schwyz die Monika Nauer. Z Filters im Kanton St. Gallen ist Simona Rüttner daheim. Die Fabienne Isenegger wohnt in Ettischwil im Kanton Aargau. Z Oberbaum im Kanton Bern ist die Melanie Ramser daheim. Von Dusnang im Kanton Thurgau kommt die Irma Schatt. Solothurnische Laupersdorf ist das Daheim von Isabel Kamber. Und aus dem appenzauischen Enkenhütte kommt die Miriam Knechtle. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Früh am Morgen bei Nauers. Die Monika ist die erste Gastgeberin. Aber bevor sie sich um die Landfrauen kümmern, schenkt Monika ihre Aufmerksamkeit jemand anderem. Jetzt hat es gerade frische Küche gegeben. Ich habe immer voll Freude, wenn es wieder gegangen ist, wenn es geschlafen ist nach 19 Tagen. Und es ist für mich halt allgemein die kleinen Tiere, die Meersäule und eben die kleinen Hühnchen, Zwerghäschen, ist etwas, das mir halt sehr am Herzen liegt, das mich ein bisschen oben abholt, wenn mich alle aufregen. Ja, aber so Tag wie heute ist für mich normal. Nur schon, wenn ich sonst so ein nervöser Mensch eher bin, dass ich auch heute nervös bin. Ich meine, wenn die Landfrauen kommen, sollte es ja fein und alles gut sein. Und dann bin ich froh, wenn ich ein paar Minuten, wo ich da unten sein kann und ein bisschen meine Kleintiere ein bisschen umzehren. Schnell ein bisschen runterfahren, bevor es dann losgeht. Die Landfrauen sind unterwegs auf einem Rossberg zu Schindellegi. Sie haben sich alle schon einmal getroffen und kennen sich schon ein bisschen. Mega schön mit dem See. Fast ein bisschen neidisch sein, gell, Monika? So eine schöne Gegend. Die Monika, die ist jetzt recht am Moment bei mir daheim. Ich glaube, die braucht heute etwa einen Schnüpfli. Ja, das ist... Die Frauen im Boschi raten, was es zu essen könnte. So Vorspeise könnte ich mir vorstellen, dass Monika einen Salat macht. Vielleicht gibt es ein Trockenfleisch mit einem Salatli. Ich habe mehr das Gefühl, eine Frühlingssuppe. Suppe wäre auch nicht schlecht. Für das Landfrauenessen habe ich mich entschieden, dass ich als Vorspeise eine Knoblauchsuppe mache. Beim Hauptgang sind sie sich einig, es gibt Fleisch. Ich glaube, sie hat einen Milchviehbetrieb. Ich kann mir vorstellen, dass es etwas gibt mit Kalbfleisch. Irgendein Braten oder ein Steak oder so. Ich glaube, das könnte Kalbfleisch geben, vielleicht mit Spargel. Zum Hauptgang gibt es Spätzli. Rüebli ist auch so ein Alltagsgemüse, finde ich. Zucchetti und dazu das Voressen vom Jungrind, das wir selber ja auch haben und wir dann einmal im Jahr eins mitgeben für uns. Zum Dessert ein Glasse. Oder ein gutes Stückchen Kuchen. Ich habe gerne Schoki, also alle Schoki-Dessert-Variationen esse ich gerne. Erdbeerglasse, eventuell. Das wäre auch schön frisch. Ich habe mich heute für ein Pavlova als Dessert entschieden. Das ist eigentlich ein flüssiges Meringue. Und ich habe das genommen, weil erstens kann ich es gut vorbereiten, zweitens haben wir es sehr gerne und drittens haben wir ja hier selber Eier und auch den Rahm, was man noch drinnen braucht. Rhabarber ist doch etwas, was wir im Garten haben um diese Saison und darum ist das für mich fast das Erste, was klar war. Hoi, Irma. Hoi, so schön. Simona, hoi. Hoi. Oh. Schön, sind Sie da. Willkommen auf dem Rossberg.
Hier sind wir daheim. Ich stelle euch gerne meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Dominik. Hallo miteinander. Meine Schwiegermami Esther. Mein Schwiegertati, der Dominik. Hallo? Unsere älteste Tochter, also unser ältestes Kind, Nina. Hallo zusammen. Ihr Freund, der Kilian. Hallo miteinander. Der Sohn, der Dominik. Hallo. Und der Michael, unser jüngster Sohn. Hoi. Und die Andrea, unsere Kochhilfe. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Wir könnten sonst gerade mit dem Apero starten. Wir müssen zuerst in die Tischpause. Das ist Mutti. Ja, Matze, Nein, aber... ich könnte besser gehen. Liebe Frauen, wir müssen zurück in die Küche. Wir hoffen, ihr könnt noch den Apero geniessen und kommt genug zu trinken über, dass euch gut geschaut wird. Ciao miteinander. Ciao. Morgenroutine bei der Monika. Sie macht als erstes das Morgen parat. Ihr Mann, der Dominik, ist noch im Stall. In ihrem Tagesablauf hat alles seine Zeit. Ich bin eigentlich ein guter Aufsteher. Also wenn der Wecker schellt, stehe ich auf und muss raus. Und sonst kommt es nicht gut. Und ja, es ist so, es gehört dazu. Und hast so ein bisschen deine Abläufe, die morgen einfach irgendwie noch ein bisschen besser funktionieren, wieder, wenn es dann nachher zum Morgen wird. Oder? Michael, es ist morgen. Geissen wartet. Du musst noch in die Schule. Michael, komm. Ich komme noch. Und wann? Soll ich auf dich raus oder warten? Und wenn du wieder schlafst? Ist gut? Also. Hoi. Hallo? Gehen wir? Sind wir Hunger? Oh, was hast du noch? So viel. Lass mich Geiss raus. Aber du musst mir ein bisschen helfen. Der Bock, das ist so ein Bock. Eins. Ja. Der Michael ist stolzer Besitzer von 3 Geissen. Komm jetzt, doch nicht blöd. Jetzt ist einfach normal laufen. Komm. Ja, schon gut. Aber jetzt noch... Au. Die Alte ist ein bisschen schwierige. Ist ein bisschen bockige. Und sie tut alle gerecht mit ihren Haaren. Hey, komm mit. Und darum hilft da liegt er schnell einer, dass er nicht so Kampf hat. So. Und Michael ist sehr wichtig, dass er die Geissen sieht, besser gesagt, kann selber machen. Weil es sind seine Geissen und er hat von Anfang an immer gesagt, nein, die mache ich. Ich habe das auf eine Art gewünscht, dass ich Geissen habe. Und die Mutter hat gesagt, wir müssen am Herbst metzgen, aber das will ich nicht. Und darum gehe ich immer schauen. Also wenn ich nicht schauen würde, nicht mehr schauen, würden wir es metzgen. Komm, zieh. Michael, du etwas essen. Für den Schwinger musst du mehr essen. Das Nachhocken gestern ist gut gegangen. Mhm. Diese Woche solltest du nicht nachhocken, wäre das Ziel. Hoi, Knüll.
Hoi. Hoi. Nimmst du Milch? Ja, gerne, ja. Ist es Kälbchen in der Nacht? Schon? Ja. Wer? Nina? Ja. Super. Musst du jetzt noch arbeiten? Ja. Montage? Ja. Der Dominik arbeitet auch noch als Schlosser. Die Arbeit auf dem Hof teilen sich die beiden darum auf. Je nachdem, wenn ich arbeite, übernimmt meine Arbeit Monika. Dann macht sie das, was ich sonst würde machen oder machen. Und je nachdem eben, muss der mit Knuddel ein bisschen mehr oder weniger, ja. Ich sage ihr immer Knuddel. Ja, eigentlich sagen wir einander eben Knuddel. Nur. Wir sagen einander schon 22 Jahre Knuddel. Ich war 3 Sommer zu alt im Flumser Kleinberg. Und dann im 3. Sommer hatte ich sie. Und dann ist sie mich sehr viel besuchen. Und der, der mir zu alt war, hat immer gesagt, kommt die Knuddel heute auch? Und dann habe ich gesagt, ja, oder ja, je nachdem, oder? Und sie du, ist mein Knuddel, ja. Es ist ja bei uns ein bisschen schwierig, weil ja da 3 Dominiks auf dem Betrieb leben. Oder? Von Schwiegertaddy zu ihm und zum Sohn. Das ist manchmal, und darum ist das noch schon gäbig. Da werden der Grossdaddy, der Knuddel und der Dominik. Was willst du erzählen? Tschüss. Tschüss. Schönen Morgen, bis heute Mittag. Pass auf, fahrst normal, gell? Ja. Sobald alle aus dem Haus sind, kümmert sich Monika um ihre Kleintiere. Hallo, hallo. Vor ein paar Jahren hat sie angefangen, Meersäule zu züchten. Eben. Für sie eine Herzensangelegenheit. Ich habe mal in einer Tierhandlung gearbeitet. Und da mir das persönliche Beraten sehr am Herzen liegt, habe ich immer so das Gefühl, in einer Tierhandlung kommt das so ein bisschen zu kurz. Und irgendwie habe ich dann mal 2, 3 Meersäule gekauft. Und seitdem habe ich immer ein Böckchen und ein paar Mütter und zwischendurch mal Junge. Und dann kommen dann die Kunden auf den Hof und dann kann ich ihnen alles zeigen, wie Meersäulehaltung auch geht. Nicht nur so nach Buch. Nebst den Meersäule und Häsli hat Monika noch viel mehr Tiere. Guten Morgen. Zum Beispiel Cerama-Hühner. Sie sind herzig. Und sie passen zu uns. So ein bisschen klein. So Sachen machen mir wirklich einfach Freude. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe das Hobby halt so ein bisschen, ich glaube, von meiner Mami mitbekommen. Wir hatten ganz verschiedene Kleintiere immer. Enten, Hühner, Wellensittich. Und ich finde, es hat ja Platz da. Es hat Platz da und es ist... Andere gehen gerne lädeln. Und ich tue Tierchen füttern. Auf dem Hof von Auers haben aber auch die grossen Platz. Sie wollen aber immer fressen. Die 2 Rosse, die Maila und die Ladina, gehören auch zur Familie. Alle Monate einmal kommt der Hufschmied aus der Hilfe vorbei. Hoi. Hoi, Sally, Monika. Hi, Papa. Hoi, wir sind hier. Hoi, Moni. Was am Sla? Ja. Das ist gut. Gut. So, haben wir es gut? Ja. Wir kommen jetzt schon warm über, gell, Baba? Ja, zum Glück. Sonst machen wir das Tor zu. Das ist. Die Pflege der Rosse ist für Monika ein Hobby. Die Tiere selber habe ich einfach gerne. Ich bin nicht die viel reiten. Ich finde es einfach schön. Ich mache die Arbeit gerne. Ich finde das Tier an und für sich ein tolles. Wir haben es einfach aus Freude.
Wir tun Hufeisen an, weil wir haben hier viele Kiesstrassen. Und du könntest ja grundsätzlich ohne reiten, aber es ist, wenn wir barfuß auf den Kies gehen. Und die einen verleiden es besser, die anderen schlechter. Hey, ciao miteinander. Ciao, Moni. Danke und rasch gerne wieder in die Box. Ja, machen wir. Merci, ciao. Danke, ciao. So ein Tagli noch. Es ist Mittag. Heute gibt es mehr als sonst. Die ganze Familie hat sich für das Mittag angemeldet. Bei uns kommen wir eher einfache Küche über. Nur schon, ich gehe nur einmal in der Woche ins Dorf. Und dann hat es halt, was es rum hat. Das wird aufgebraucht. Fleisch haben wir ja eigens von den Kühen und von den Kälbern. Und Gemüse. Manchmal ist Gemüse ein bisschen Rarität. Hallo. Hallo. So? Hoi, Nina. Hoi, Kili. Alles parat. Hoi. Ja, nein, überhaupt nicht parat. Überhaupt nicht parat. Zu lang geschnurrt. Ja, stellen dir voraus, dass sie ein bisschen kühl sind. Das älteste der 3 Kinder ist Nina. Sie ist Anfangsjahr ausgezogen und kommt einmal pro Woche mit ihrem Freund Kilian heim essen. Hallo. Sind ihr schon fertig? Ja. Ich bin noch nicht nachher. Hoi, Daddy. Hoi, Kili. Weg. Du auch? Ja. Mama, Der, ist der Dominik überhaupt oben? der ist noch da oben, ja. Sind sie abgeflogen? Oh, kannst du ein bisschen Werk servieren? Dass alle miteinander an einem Tisch hocken können, ist für die Familie Nauer nicht selbstverständlich. Letztes Jahr war mein Mann 2 Monate lang krank und war nie daheim. Und für uns ist es natürlich das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Also, Letzten Frühling bin ich einfach krank. Ich hatte einfach Grippe. Ich konnte nicht mehr mögen. Und dann bin ich zum Doktor und die haben nichts herausgefunden und es ist immer schlimmer geworden. Und eines Morgens hat meine Frau nicht mehr in den Stall gelassen. Bin ich nicht mehr aufnahmefähig gewesen. Und dann ist Nina mit mir zum Doktor und der Doktor ist sofort mit mir ins Uni. Und während der Fahrt habe ich dann nichts mehr gesehen. Und als ich im Uni angekommen bin, war es dunkel. Bin ich einfach blind gsi, habe ich gar nichts gesehen. Etwa eine Woche lang. Und nachher ist dann so langsam wieder gekommen, das Augenlicht, ja. Sie zwei, also Nina und der Kili, sind ja letztes Jahr extrem gut gewesen. Ich bin am Abend dann immer nach dem Spital wieder heim auf den Stall. Und sie sind eigentlich immer oben, ihm zu essen geben, waschen etc. Und haben immer unsere Buben mitgenommen. Einer von allen war immer dumm. Und es war extrem wichtig. Eben, die ganze Familie hat sehr gut zusammengehalten, diese Zeit. Wirklich. Nein, das ist da passiert, wo das umgekehrt ist. Ja, Michael. Und für sie war es natürlich eine brutale Belastung, nicht einmal zu arbeiten, einfach das Ungewisse und halt die Arbeit dann auch noch halt. Die Familie ist schon brutal wichtig in so einer Situation. Und ja, Familie und auch das Umfeld, das ganze Umfeld. Heute geht es Dominik wieder besser. Ich kann gerade den Milo wieder. Hey! Hey! Komm! Ja. Mit dem Dominik reiten kommt leider viel zu wenig vor. Ich sage jetzt vielleicht so 1-2 Mal im Monat. Es sieht immer sehr elegant aus, wenn ich aufsteige. Es ist ja auch ein grosses Ross. Brauchst du das Peitschchen?
Dominik, seine Krankheit von letztem Jahr hat unsere Sicht verändert aufs Leben in dem Sinn, dass wir es ein bisschen mehr geniessen, ein bisschen mehr schätzen, was wir haben. Wenn ich raus schaue, schätze ich den Frieden, den wir haben. Aber auch, was wir rundherum haben, mit den Nachbarn, mit den Schwiegereltern, Familien. Und ja, ich würde sagen, hier oben bin ich daheim. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, habe ich ihr das irgendwie mich gibt es nur mit da oben. Ich konnte es ihr gar nicht sagen. Wenn sie mich nicht, ist es für sie immer klar gewesen, dann muss sie da raufkommen. Also ich wollte ja nie Bauer werden. Nie. Wirklich nicht. Ich musste immer helfen daheim. Das hat mich genervt. Und darum, ich glaube, fast jede Bauerntochter sagt, du wärst nie ein Bauer. Ja. Es war halt doch einer. Und seit 22 Jahren auch geblieben. Dominik hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen und hat ihn zu einem modernen Stall umgebaut. Auf dem Hof haben sie an die 30 Milchkühe und 20 Stück eigenes Jungvieh. Das gibt Arbeit. Darum hilft Monika regelmässig im Stall mit. Als Dominik krank war, ist sie jeden Tag im Stall gestanden. Letztes Jahr musste ich mehr gehen, definitiv. Ich bin halt am Morgen um 4:45 raus und am Abend auch immer im Stall. Und es ist halt allgemein schwierig, die Situation. Und ohne den Schwiegertäti, also Grosseltern, also meine Schwiegereltern, hätte ich das gar nicht können. Also es wäre nicht gegangen. Ich habe viel gebrüllt, als ich in den Garten gekommen bin. Und dann ist der Schwiegertäti gekommen, hat mich wieder in den Arm genommen und haben wir miteinander gebrüllt. Oder er hat gebrüllt und ich wieder nicht. Nein, es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Die Arbeit war eine Art nicht schlimm, aber das Ungewisse. Oder vom Spital ist zuerst ganz schlechter Bericht gekommen. Das war einfach die Hure. Sie ist aber gut im Stall, muss ich sagen. Oder? Sie macht alles. Oder? Von Auers liegt abgeschieden. Sie haben keine direkten Nachbarn. Ich brauche ganz klar zwischendurch Abwechslung. Ganz klar, ich muss so circa plus minus 1 im Monat gehe ich weg. Ich muss ein bisschen gemischt, ein bisschen tanzen, ein bisschen sein, ein bisschen trinken und reden mit einem Haufen Leuten, weil ich bin in einer Familie groß geworden mit 6 Kindern und dort ist immer geschneddert worden. Und wir hier in Nauer sind eher ein bisschen ruhige Leute. Also sie reden auch viel. Aber ich brauche das dann schon, den Austausch mit anderen Menschen. Hey Andrea! Hey Monika! Hoi Dominik! Sind ihr bereit für den Ausgang? Ja. Ja. Hoi. Hoi Dominik, hoi. Tschüssle. Wir würden gehen. Tschüss. Danke Tschüss. vielmals. Schon recht. Bleiben nicht zu lang. Nein, nie. Ich schaue, dass wir früh heimkommen. Okay. Also, tschüss. Tschüss.
Der Dominik gibt ihr den Freiraum. Ja, für mich ist sie eine perfekte Frau. Ich lasse sie sicher nicht gerne gehen, aber nein, ich weiss, dass sie braucht, dass sie es braucht und das ist ja okay. Wenn sie viel geht, kommt sie wieder viel. Und nein, es ist gut. Aber ich natürlich nicht immer Applaus, wenn sie geht, weil sie haben sie gerne bei mir, aber es ist gut. Die beiden Frauen haben ein Ziel. Sie wollen an das Schweizer kantonale Schwing- und Älplerfest zu Gaugenen. Jetzt freuen wir uns fest. Juhu! Es geht los! Morgen bin ich vielleicht ein bisschen müde, nicht immer, aber zufrieden. Und ich glaube, das ist wichtig. Ausschlafen kann Monika heute einmal mehr nicht. Auch die Zeitung lesen liegt nicht drin. Morgen kommen die 6 Landfrauen. Die beiden Teile, also das Kanapee, alles, müsst überrauf. In Oberstock ist halt ein bisschen schwierig. Durch die 2 Stegen auf, ich weiss es nicht. Wir müssen es probieren. Also kommen wir noch zuerst ein Lied. Wegen mir das, meinst du? Ja. Wir müssen halt irgendwo ein Plätzchen bieten, gell? Und da ist nur das als Variante. Sind wir richtig rum? Wir müssen halt alles räumen. Warte, muss ich führen? Gut. Der Türrahmen sollte einfach drin bleiben. Ja, der bleibt schon drin. Es geht ja. Also, aber das machen wir schon nur einmal. Jetzt sagst du. Warte, tu jetzt schnell warten. Ich komme, warte. Hey, das ist Melk. Das ist Melk. Super. Also, haben wir es geschafft. Also ich würde heute Abend im Fall essen. Ja, ich weiss nicht, ob wir zur Nacht essen. Ich bin fasziniert, weil die Männer das geschafft haben und die den Tisch reingetragen haben. Die Frage ist, wie wir es dann irgendwann wieder zurückbringen, alles, gell? Hallo. Hi. Hoi. Hoi. Wie geht's? Hallo. Svenja, hoi. So, bist du weg? Ja, ich bin zu Weg. Nein, wirklich. Ich freue mich, dass es so weit ist jetzt. Gut. Wirklich. Können wir ausladen? Wenn wir mal schauen, was ist jetzt? Ist alles gegangen, wenn wir es besprochen haben? Ja, sehr. Ja. Für das Dekorieren der Stube hat sich Monika von 2 Freundinnen Verstärkung geholt. Herein. So. Ey, ich weiss gar nicht mehr, wie haben wir gesagt, dass wir die aufhängen? Hey, ich habe Silch dabei und Nägel habe ich auch dabei. Da können wir es einfach ganz fein noch... Und Haar. Aber ich würde es auch ein bisschen versetzt, ja. Bei der Motorik. So, oder? Die Deko, wenn ich mich entschieden habe, finde ich, passt zu mir. Es ist einfach. Nicht mit Haufen Schnickschnack. Und so ein bisschen natürlich, mit natürlichen Materialien, natürlichen Farben. Hallo miteinander. Hi. Hi, gut bis jetzt? Danke. Top. Ach, du hast den drin. Danke. Ja, wann die Gläser? Am besten am Boden. Am Boden. Sonst hat meine Schwester keine Freude, wenn alle verschlagen sind. Gut.
schön in die Mitte, das ist sonst das No-Go. Du sagst es schon. Also was ist jetzt? Ist das... Passt das uns euch nicht? Farblich passt es überhaupt gar nicht. Wir lassen sie mal. Gar nicht sind wir Deko Queens. Ich gehe gar nicht und sie nicht. Und darum haben wir gute Beratung, gute Hilfe geholt. Ja. Die nächsten Vorbereitungen sind in der Küche. Ich habe mich für Spätzle entschieden, weil wir haben alles eigentlich da. Das Eier, Milch. Ich finde, es passt geschmacklich gut zum Voressen, was es da noch gibt. Und ich mache es eigentlich auch noch gerne. Ich finde es etwas Feines. Bei uns gibt es morgen Voressen. Ich habe mich für Voressen entschieden, weil es etwas ist, was man nicht mehr alltäglich isst. Ich finde, es ist so ein bisschen spezieller, man kennt es nicht mehr so. Und wir haben ja selber Fleisch von uns, dann einmal im Jahr ein Kalb metzgen. Und da hat sich das bei mir angeboten. Ich finde es fein und man kann viel daraus machen. Knuddel, nimmst du mir noch ein Schnäpsli? Ich bin gleich ein bisschen nervös wegen morgen. Bist du nicht bereit? Nein, überhaupt Es ist erst nicht. morgen. Es ist erst morgen. Ich habe noch Stunden der Zeit. Jetzt hoffe ich einfach, dass es schön Wetter ist. Du hast Knuddel. Es kommt jetzt gut regnen, morgen ist es schön. Hey. Und dann ist er da, der Tag vom grossen Landfrauenessen. Da wäre die schöne Stube. Schön. Täschli. Ja, genau. Es hat ja viele Wiesenblümchen drin. Margrit ist halt immer etwas Schönes. Und da hat sie schon auf einen Punkt drauf. Und das passt so richtig zu diesem Betrieb da. Das ist herzig und das hat mega zur Monika gepasst. Der Dreigänger startet bei der Monika mit dem Dessert. Scheiße, Andrea. Sie sind verlaufen. Nein, die sind gut. Langsam. Du holst rein. Ja, sie sind mir ein bisschen verlaufen. Oh ja, ich hätte gerne die Struktur noch gehabt. Und jetzt klebt es noch so hurisch. Mein Plan ist jetzt, zeitlich sollte es aufgehen, dass ich die noch einmal mache und hoffe, dass es einfach besser kommt. Mit «die» meint die Monika die Pavlova, eine Art Merenke. Sind ihr zurück vom Apero? Hallo, jawohl. Ja, das war fein. Ich würde euch das Menü vorstellen. Zur Vorspeise gibt es eine Knoblauchsuppe mit Knusperbrötchen. Zum Hauptgang gibt es ein Salbei-Voressen vom Jungrind mit Stängelrüebli und Zucchetti Piccata. Und natürlich noch Spätzle. Und zum Dessert gibt es ein Pavlova mit Rhabarberkompott. Jetzt hoffe ich, dass ihr einen gemütlichen Abend haben könnt. Dass es einfach besser für euch. Schön. Einen guten Miteinander. Junger Rind, Rindsfleisch. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Cool. Jetzt sind wir gespannt. Lange eine Liter Suppe. Ein Liter? Ja. Nicht, gell? Wie viel hast du schon noch genommen? Im Gewandtertal. Nicht mehr. Es ist gerade alles Chaos.
Alles. Ich weiss auch nicht. Weniger stehe ich neben dem Schlauch. Neben den Schuhen, meine ich. Ich weiss nicht mehr, wie viel Suppe ich brauche. Ob mir 1 Liter Suppe langt. Ich habe jetzt aber viel zu wenig Mehl in dieser Suppe drin, aber das tun wir dann halt einfach rein. Andrea schlägt unterdessen die Eiweißzuckermasse für einen zweiten Versuch von der Pavlova. Ich drehe durch. Es geht. Das wäre der zweite Versuch mit unserem Dessert. Jetzt muss es gehen, und sonst geht es nicht. Ändern können wir jetzt nicht mehr nachher. Dann bleibt die Zeit nicht mehr. Ich darf euch den Weisse vorstellen für die Vorspeise. Das wäre ein Wangener Chardonnay vom Wein Kümi. Der ist hier zu Wangen im Kanton Schwyz gewachsen. Ich hoffe, wir haben den richtig ausgelesen. Haben euch den Geschmack bereicht. Ein kleines Weisse. Ja. Das ist genau richtig, Dominik. Bis zum dicksten. So. Oh, das ist voll. Danke vielmals, Dominik. Super. Ja. Also jetzt müsst ihr relativ schnell machen, nicht? Ja, wir machen das relativ schnell. Bis du wieder zurück bist, wir wieder dran. Wenn ihr die Pflanzen auch noch da? So. Das kann ich beim ersten gehen. Kannst du gehen? Also, ich gehe. Zur Vorspeise gibt es eine Knoblauchcremesuppe mit einem Knusperbrötchen. Aber wir müssen ja. Ich muss gerade immer von links servieren. Nein. Eigentlich von rechts, aber das ist auch gut. Hey, danke vielmals, Dominik. Ui. Also der Dominik, der war einfach die absolute Sensation. Auch wenn er ist. Zack, bumm, da bin ich und machen wir und hoppla und hey, nein, also wirklich, das ist Sonnenschein. Ich wünsche euch einen recht guten. Bis später. Danke. Merci. Und ist fein. Aber weißt, ist schön gleich fein. Ist nicht so eine Rundung. Ja, hast nicht nur so den Knoblauch. Also ist nicht so der Knoblauch-Typ. Ich habe ein Respekt vor Knoblauch, aber es war eigentlich noch fein im Geschmack. Also, es war genug Knoblauch, aber es war doch noch angenehm. Fein. Die Schweizer sage ich Danke. Ja, sage ich nicht auch? Danke. Das war auch schön mit diesen Holzbrettchen, die sie so eingraviert mit Anke und Brot. Ich habe gestaunt vom Dialekt her, dass man da im Kanton Schweiz also auch noch von Anke redet. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Kreativität, Präsentation, Geschmack, Saison und Regionalität. Kommen Bögen einsammeln. Sie vergeben Punkte von 1 bis 10. Die Resultate bleiben bis zur Finalsendung geheim. Danke. Bei dem... Das ist hure klein. Ja, aber Knudel, wie raus das auch? Ja, ich habe gedacht... Hast du dich an den gestellt? Hast du das Blatt überspuckt? Schier alle ausgegessen. 6 Jahre Brötchen, nicht? Oder? Nein, ich habe die Spätzle müssen wir auch noch anbräteln. Die Platte ist alles versaut, überall, jede. Das ist Wurst, müssen wir durch. In der Pfanne brutzelt Zucchetti Piccata. Fleisch, Spätzle. Zu wenig Spätzle, zu viel. Fleisch gegen unten. Fleisch gegen unten und einen guten Wüsche. Zur Hauptspeise gibt es ein Salvia-Voressen vom eigenen Jungrind mit Safranspätzli, Rüebli und Zucchetti Piccata. Wow. Immer von rechts. Genau. Gut. Merci. Merci vielmals. Einen guten Miteinander. Schau mal, das Fleisch kannst du mit der Gabel vertun. Wie geht das? Nein, das ist nur der oben drauf. Ja, ganz fein. Ich bin auch nicht so der Salbei-Typ, aber auch da einfach die paar feinen Blätter, die es drüber hatte, war geschmacklich auch gut gewesen. Und also, ich konnte es ganz gut essen. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass das Gemüse fast kalt war. Die Spätzle hätten für mich ein bisschen mehr Rasse dürfen haben.
Das Fleisch war so weit gut. Ich bin einfach nicht so der Voresser-Typ. Hey Knuddels, das Essen war gut. Sicher? Ja, Und dem anderen? Ist- Hättchen aber zu viel? ich glaube es. Sie war gut, haben alle gesagt. Aha. Pavlova zum Zweiten. Jetzt müssen wir schauen. Also die sind besser bis jetzt. Bis jetzt sehen sie gut aus. Sie sehen sehr gut aus. Jetzt habe ich gerade keine Freude. Nein, es hat ein schönes verwünscht. Nein, sonst ist es, glaube ich, gut jetzt. Also... Wirklich. Die Rhabarberen sind aus dem eigenen Garten. Hast du das... Kommt es nicht darauf an? Doch. So gegen oben? Nicht ganz darauf an? Nein, leicht versetzt. Und was tust du? Da tust du nicht mehr? Da kommt jetzt Creme. Ah. Und das tust du einfach so... So Trübpflanzen lassen. Das Pavlova isst ist eigentlich so. Darf er schon gehen? Ja, er muss gehen. So, gegen... Oder? So gegen Person. Das bitte beim Gast. Nein, hör auf. Da kannst du mich nicht rausbringen. Husch, husch. Bringt sich besser. Zum Dessert gibt es eine Pavlova mit Rhabarberenkompott. Von links. Ja, schau. Es sieht so Danke schön. Es sieht klobiger aus, als das ist. Guten Wüscheküche. Danke. Merci vielmals. Es ist schon leicht eigentlich. Und als man so essen hat, hat man gemerkt, es ist sehr luftig, fluffig. Und ist das Ring runtergegangen. Also es war eine Freude, das zu essen. Ja, das ist klar. Sehr fein. Sehr. Noch nie gehabt, also ja. Zuerst dachte ich, oh, wie soll ich das noch reinbringen? Aber es ist nicht so schwer, wie ich es gedacht habe. Und es war wirklich mega fein. Das Süße mit dem sauren Rhabarberkompott hat mir sehr gut geschmeckt. Hey Knuddels. Fertig. Ich habe alles ausgegessen. Danke. Haben Sie es aber echt gerne gehabt? Sehr gerühmt, sehr, sehr. Ich bin richtig erleichtert, dass es jetzt durch ist, wirklich. Und freue mich jetzt, dass ich hier hinhöckeln, einen Kaffee trinken. Gott der Frau. Wirklich. So, der Spass wäre durch. Ich hoffe, ihr habt genug gehabt. Und das Mehr als genug. Bei den nächsten 6 Essen darf sich Monika bekochen. Ob sie als erste Köchin noch gewinnt, kommt in der Finalsendung am 11. Oktober raus. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, SRF Landfrauenküche, SRF Play oder abonniert euch einfach den YouTube-Kanal. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».